Geschichten uit onze Geschichte Nummer 10. Ditmal noch mehr von unserem Abend anbringen, was wir in Mexiko abwassen, und dann von unserem zu Weihnachten Reitmerken und Weihnachten feiern und so wieder. Und so eine Hofstelle, wenn unsere Kompanie nicht rascht, dann fährt wir unsere Fotogaben nach Hus. Die Hovergaben flieht wie ein runde Hüpes taub, und de meist Stroh Weppelgaben en lange Hüpes. Dort Hovergaben Hüpes zaten, deiden bei uns meistens entweder de Mutter oder de Vater. Aber dort meist Gaben Hüpen zaten, dort heit de Gaben von de Weppel-Enger, dort musst wir Jungs selbst tun. Wir planten aber auch, wenn die Regentit anfängt, dort erste nach Korn en dichtere Regen für Reinfutter, so wie dort nannten. In diesen Korn oder diesen Mais schneid wir, wenn dort am Hof dicht bei Nachtfrost käm, mit Säckels aller ganz unten auf und bogen den mit de Häng en Gaben. Und wenn wir diese lange Korngaben nach Hus holten, dann stellen wir die dort über eng auf dem Laderwehren ab. Und thuis am Hüppenhock sahen wir die en lange Hocken zum Drehen haben. Wenn dort durch den Sommer dann ein Bett regelmäßig geregnet hat, dann hat das losgeplante Korn noch viel meist riepe Ohren gekriegt und wird, wenn wir den durch die Hummermehl geschickt hatten, sehr gutes Futter für die Malkühe. Um uns hoch oder lang gewassenes Kornstroh in Gaben zu bringen, dort nehmen vor der meistens so eine Mexikaner an, von wo er wisst, dass die dort lange, schwere Kornstroh mit vielen Ohren Schmack in der Mäd gut fast bringen würden. Dort hat er all ein paar Mal denselben alten Mexikaner angenommen. In einen Hof, als wir unseren Korn all mit Säckels und ganz aufgeschnitten hatten, dann kam das Mann sich bei uns weiter anbieten, die ganze Saasacker aufgeschnittenes Kornstroh für einen gewissen Preis anzubringen. Und er deed diese Arbeit am liebsten, wenn er die ganze Arbeit, so er dort nannt, verkontrakten kann. Und weil diese Saasacker Kornstrohklampes ab unserem Huskörgel, 14 Jahre an unserem Hof lagen, hat ich die Gelegenheit, unseren Vater und diesen alten Mexikaner zuzuhorchen, als sie da Schwierigkeiten hatten, den Kontrakt fertig zu merken. Und das gibt mir viel Spaß. Denn das Mann, der alte Mexikaner, hat gar nicht nur die Schule gegangen. Er kann nicht sehr weit talen und kann überhaupt nicht sehr weit denken. Er kann die 5 Peso, die 1 Peso, die 10 Peso und die 20 Peso Geldscheins. Und er scheinbar wusste auch, wofür die verarmt wert wären. Aber er kann sich nicht üt mit 50 Peso Geldscheins. Er wusste nicht, wieviel Geld das wäre. Und der Vater bot ihm 50 Pesos für all das Kornstroh anbringen, wenn er die Arbeit weiter gut merken wird. Aber das Ola will nicht 50 Pesos dafür haben. Er will 22 und einen Tiener haben. Und dann sagt der Vater immer weiter, na ja, ich gebe die 50 Pesos dafür. Und der alte Mexikaner sagt immer weiter, nee, ich will nicht 50 Pesos haben. Ich will 22 und einen Tiener dafür haben. Und dann will ich die Gaben gut fast, muy macizo, bringen. Und endlich vernimmt der Vater dort, dass das Mann gar nicht wisst, wieviel Geld das wäre, 50 Pesos. Und dann sagt er endlich, muy bien, sehr gut, ich gebe die wahrlich 22 und einen Tiener für diese Arbeit. Als sie sich endlich verstanden, dann gingen diese beiden Männer schaftig träge auf den Hafen ab und wussten beide, wo ihr Kontrakt lüd. Wenn die Arbeit fertig ist, dann kriegt Don Paz Cisneros 22 und einen Tiener, nicht 50 Pesos. Wenn das Draschen lot am Hof endlich fertig wir, oder vielleicht, wenn wir unser Abend ganz ein Haus gefeiert haben, dann fährt wir das Spree vom Hoverdraschen an die Futterschienen an und futtert den Pferden Rinder erst das Spree ab. Und wenn laut abgefuttert wird, dann schneidet wir an die Schiene am Pferdstall voll Haxel von Hovergaben. Und die Futterschienen beim
Koostal schroot wie oder mold wie met de hummermeel vol maïsstroh schroot voor de Kee. En wanneer de Maaltje eerst van diesem schroot kregen, wo man ook nog sehr veel maïsriep geworden Korn, ook wenigstens zum Deil fin geschroot worden wir, dann geven de bald veel mehr Maaltje. Zum Haxelschnieden nehmen wir einmal einen Onkel Thiessen an. En Thiessen hat einem Ford A ab hinterste Eng alles wat op seinen Frame, Chassis, heraufgenommen en hat dort seine Haxelmaschinen abgebaut, zodat hij damit leicht von einer Stadt naar de andere aanfahren kann. En wanneer hij damit richtig bei einer Schiene beigebackt wird, dann hoeft hij seinem Ford A de Hängerast op einem Eng ab, lädt einen Klotz unter de Aus, zodat dat Rad een Portzahl von der Erde losgehoben stond. En dan lädt hij de Seid über dat Rad oder über de Reif en drijft door met zijn Haxelmaschine. Dat wie eine eigenartige Maschine. Ein Auto wohnt auf seinem hintersten Eng en er steht einen Trunk, 2 Seiten en ein Tab, eine Haxelmaschine stehen hat. Ich glaube, dat wir das einzige Auto wohnt einer von unseren Mennoniten zu jener Zeit auf der Manitoba-Kolonie fahren darf, ohne da in eine Arbeit zu kommen. Aber Onkel Thiessen fuhr damit auch nicht sehr stark. Das Fahrzeug wird nicht gebraucht zum Raumjauen. Dat hat bloß ein kleines, selbst gebasteltes Sättchen hinter dem Stierrad für den Fahrer. Ich erinnere mich noch klar, dass ich als junger Jung beim Haxelschnieden entweder den Band bei jeder Gabe abschneiden und wegnehmen muss, oder am Haxelhack das Haxel wieder stärken muss. Und dort nicht mal tüs, wenn wir Haxel mögen, aber auch manchmal bei anderen Büros, wo nicht genug Arbeiter hatten, um diese Arbeit zu tun. Für diese Arbeit braucht das bitte dem Haxelschneider selbst, wo die abgeschnittene Gaben in der Maschine ansah, noch 3 Arbeiter. Einer zum die Gaben handstärken, einer zum die Gaben abschneiden und einer zum Bernen am Haxelhack das Haxel wieder stärken. Beides, das Gaben abschneiden und auch das Bernen am Haxelhack wieder stärken, ging mir nicht sehr gut. Das Korngaben schrot und die Vorderschienen wieder stärken, das ging aber noch sehr viel schlechter, dann das Stoff so sehr. Unsere erste Ole John Deere Hummermehl, ohne Vorder, als er von Kansas eine Suchquar oder einen Waggon voll Gerätschaft holt, auch mitgebracht hat, die schoof dat Schrot bloß durch das Zeef und leidt dat doorliggen. Das Schrot hat noch keine Mehl, um von unter dem Zeef das Schrot wegnehmen und an die Schienen anblasen. Aber wir hatten da selbst eine Schlapen angebastelt, wo das Schrot bat an der Schiene anschlapp. Aber da schert diese Schlapp dat Schrot lekker auf. Und dann muss das weer an der Schiene tracht weilen oder tracht stärken. Und dat ging uns Junges alle gar nicht sehr gut, weil es so sehr stoff. Wenn der Abend am Bustierstal in Chihuahua Lot am Hofs endlich ganz nach Hus geholt worden wäre, dann wird das meistens nicht mehr weit auf von Weihnachten. Und da muss reitgemerkt worden dafür. Zu diesem Reitmerken gehören so eine Dinge als das. Bei uns und bei vielen anderen Familien muss kort vor Weihnachten noch schwinde Messtypen auf das Land geführt worden. In der Verhof muss Schmackereien geholt und das Mehl weggeführt worden. Die Mütter und ihre großen Mädchen mussten in den letzten Wochen vor Weihnachten noch viel nähen. Und die Eltern mussten die Weihnachtsgeschenke einkaufen fahren und so weiter. Dicht bei Weihnachten fuhren die meisten Eltern etliche Mal nach den Handelsgeschäften an den mennonitischen Dörfern oder auch nach den Sturs in Quatemok. Und als ihre Einnahme erst mehr ward, dann fuhren einige Eltern auch in Chihuahua City Weihnachtsgeschenke einkaufen für ihre Familie. Bei uns wären die Weihnachtsgeschenke meistens Kleider und Naschwerk. Das Naschwerk bestand aus Erdnät oder Peanuts, Candy, Chocolates oder Schokolade und Apelsinen. Apelsinen kauften unsere Eltern zu Weihnachten beim Sackfall
en peanuts beim Kostal voll. Meestens kämen die eet niet, de peanuts, een grote radnerzaak. En diesen groten zaak namen wir bei seinem spanischen Namen Kostal. Also wenn die Eltern einen groten radnerzaak voll peanuts in Huis brachten, dann wird dort bei uns ein Kostal voll. Die ewige Weihnachtsgeschenke kriegen wir natürlicherweise nicht für Weihnachten zu sein. Aber den Sack voll Apelsinen und den Kostal voll Peanuts, wo meistens mal ganz kort für Weihnachten nach Hause gebracht worden, die sahen wir all vorher. Und davon dürfen wir auch all für Weihnachten mit Mut eten. Wo mussten die Schulkinder reit worden zu Weihnachten? Die Schulkinder mussten während der Adventszeit vor Weihnachten sehr viel auswendig lernen. 2 Lieder aus dem alten Gesangbuch, ein Weihnachtslied und ein Neujahrslied, und auch 2 Wünschen. Ein Weihnachtsgedicht und ein Neujahrsgedicht mussten wir auswendig lernen. Die älteren Schulkinder mussten manchmal von 30 bis 40 4 bis 8 Strophen falsch auswendig Hansaien gelehrt haben für Weihnachten. Erstaunlicherweise fanden die Leichtlehrkinder das gar nicht sehr schwer. Aber die Schwerlehrkinder fanden das sehr schwer. Manchmal mussten die Leichtlehrige damit helfen und waren auch da noch einmal bloß nicht damit fertig. An unseren Schulen wird dort meistens nicht sehr laut. Aber wenn Kinder ihre Wünsche und Lieder auswendig Hansaien lehren mussten oder wollen, dann konzentriert jeder Kind an was es lehren will und schnattert dabei große laut, als es will. Ich erinnere mich noch daran, dass wir unsere Neujahrswünsche so aus 8760 Stunden sind wir dann Norden Graf gerutscht lehren. Oder auch unsere Weihnachtswünsche so aus mit freilichem Herzen, mit freundlicher Liebe, bringe ich euch, ihr Eltern, nebst herzlichem Gruß und so weiter. Diese und andere sehr lange Wünsche haben wir als Kinder in der Adventswerken auswendig Hansaien gelehrt. Natürlich lehrt wir diesen Neujahrswunsch nicht auf Plattdeutsch, aber ich sage den hier auf Plattdeutsch, wie es sich so leicht übersetzen lässt. Das langstrofje Wunsch hat 16 Strophen falsch. Aber wenn je nu versuchen auszurechnen, auf ein Jahr wirklich 6760 Saß oder 66 Stunden haft, dann vergeht nicht, dass ein Jahr nicht mal 365 Tage haft, aber 365 in ein Vierteldach. Die meisten Schulkinder können dich bei Weihnachten wenigstens an einem Sinne und auch noch mit der Älteren mitfahren nach der Stadt. In der Jugend, Jungs und Mädchen, dürfen in den letzten Wochen vor Weihnachten auch noch 1 oder 2 Mal nach der Stadt fahren und Weihnachtsgeschenke zu besehen und zu kaufen. Manchmal fuhren Mädchen mit Nobermädchentaub nach der Stadt und Jungs fuhren auch Ateljetaub. Verleibte Jugendliche Paaren kauften voreinander auch kleine Weihnachtsgeschenke. Geld kriegen Kinder und Jugendliche in jener Zeit nicht sehr viel. Meistens hatten die Kinder, wenigstens bei uns, mal so ein Geld, was sie selbst irgendwo verdient haben. Kort für eine Weihnacht, ich denke, das wir 1944, dann bestellten meine Gesellschaftsbrüder und ich alle top ein paar so eine Sachen aus Mühlharmonikas oder Mühlschirras, was Baseballsachen oder Baseball spielte ich und so weiter, aus einem Sears Reebok Katalog von Mexico City. Wir bestellten unsere Sachen so, dass wir die mal bezahlen brauchten, wenn die in Quackteimung angekommen sein würden. Das heißt, wir bestellten die COD. Und wir mögen diese Bestellung ab meinem Namen. Aber wir hatten alle gar nicht daran gedacht, dass, wenn wir diese Sachen ab meinem Namen bei der Stadt kommen leiten, dann kann mein Vater, wenn unser Nachricht in dem
Blumenuter Passbacks Apartado Nummer 84 an Cocktailmunk angekommen sein wird und von dort verlangt worden wird, dort wir unsere Sachen da uitleisen und aufholen kommen sollen, dann kann dort so geben, dort mein Vater diesen Umschlag mit unserem Nachricht von der Stadt mitbringen, aufmerken und lesen wird, wie sie Namen ja auch hier hat Rampel wäre. Dann Vater wir nicht der Einzige, aber einer von den Männern an Blumenurt, wohne die Post für alle Nobers am Darb uit dem Blumenuter Postbox Nummer 84 in dem Cocktailmunk Postamt oder Postoffice aufholen. Und nur Isaac F. Giertzens bracht, wo Onkel Giertzen jeder Nober seine Post an seinen eigenen Box am Darbs Postbox in Stück, sodass jeder einer seine Post von dort aufholen kann. Als uns Junges das befall, dann wir uns, oder vielleicht mehr mir, ein bisschen Angst darüber, was dann passieren kann, wenn Vater diese Anmeldung von der Stadt mitbringen soll. Und dann gingen oder reiten etliche von uns Junges jeder Tag bei Giertzens meine Eltern ihren Postbox no seinen, auf unser Nachricht all gekommen wir. Und dann, einen Tag, kam einer von meinen Kameraden bei uns auf den Hof und abgereden, regt mir die Anmeldungskarte, dort wir unsere Sachen von dem Handelsgeschäft Sears Rehbock uitleisen und aufholen sollen von dem Postamt in Cocktailmunk. Dort Faktura wäre aber noch nicht gekommen. Aber dann dacht wir so, wenn uns Vater an diesem Tag vielleicht dort Faktura mitbringen würde, wenn er von der Stadt nach Hause kam, und uns dort vielleicht nicht würde geben wollen, dann können wir unsere Sachen vielleicht mit der Anmeldungskarte rückschreiben. Aber dann kam uns Vater bald nach Hause, und dort wird wir, oder wenigstens ich, gefertigt hat, dort wir passiert. Uns Vater hat dort Faktura oder unsere Warenrechnung mitgebracht von der Stadt. Und als er und meine kleineren Brüder dort Piet uitgespannt und an den Stall angebunden hatten, dann kam Vater durchgegangen, wo ich meine Arbeit tat, hielt unsere abgemerkte Warenrechnung an seine Hänge und las überlüd. 2 Baseballs, 1 Baseball Glove und so weiter. Und schickt mich dann so ein bisschen ernst an und frug: Hast du Baseballspiel dich bestellt? Und ich sehe so ein bisschen schuchter: Nicht ich, aber wir Jungs aller Taub haben uns was Spiel dich bestellt, ja. Und dann hielt er mir diese Rechnung in den Umschlag sacheltjes an und sagt: Du weißt ja doch, dass wir das gar nicht haben wollen, dass die Ballspiel dich haben sollen. Aber nu hat wir die Anmeldungskarte und dort Faktura, und jeder Jung hat mir all lang sein Portgeld angehändigt, und wie es das all dicht bei Weihnachten wäre, kann einer von meinen Kameraden seinen Vater bereden, dass er dort fertig haben konnte, um nach Cocktailmunk fahren. Und ich und ein paar andere Kameraden kriegen die Freiheit auch mitzufahren, und wir fuhren seilenvergnügt auf ans Baseball spieltig, Müllschierers und etliche andere Sachen, wo wir selbst auch mal so ein bisschen Plitsch kauften, am Postamt aufleisen. Alles scharf gut und bald, ich glaube all am 3. Weihnachtshelgetag, und dann jeder Sonntag Nachmittag, wenn der Wind nicht sehr stark wird, spielt wie Baseball. Hier brechen wir von der Woche auf. Nächstes Mal noch mehr von unserem Reitmerken zu Weihnachten und vom Weihnachten feiern in unsere Kinder- und Jugendjahren in Mexiko. Und dann wird von einem zu Schulten oder Schultenbad und so weiter. Bis nächstes Mal. Ich bin George Rempel.